interessant. Gibt's das Wort Quirl? Schneebesen, elektrischer Schneebesen? Elektrischer Schneebesen? Nein, es muss ein Wort sein. Ja, schreib's jetzt zusammen. Elektroschneebesen. Ja. E-Schneebesen. Der E-Besen. Habe die Ehre, ich bin's, der Biergeist, der Conny. Der Flocki auch, ne? Hallo. Der Spezi-Wirtschaft. Der Hashtag letztes Mal Busenschwitzflocke, oder? Der ist auch ein paar Mal gekommen, der Busenschwitzflocki. Ja. Jetzt müssen wir erst mal Satisfying Sound. Aber die Leute, ganz die sauber, einer nach dem anderen. Das ist ja auffällig, Das das war ja nur recht am Schluss. Oh, das ist schon geil. Das ist ein Audio. Darf man nicht mehr sagen, weil sonst haben wir sofort wieder entmonetarisiert. Kreuz. Oder? Oi. Oi. Hochgradig sexuell. Das ist aber auch das Einzige an uns. Der Sound, ja. Mal wieder so. Köstlich. So, Kinder. Fangen wir heute mal nicht mit dem üblichen Thema an. Die ersten 2 Minuten, das war super. Vielleicht ist dann der Monetarisierungsbutton einmal grün anstatt gelb. Das war toll. Also sollen wir uns nicht über die Wurstfabriken unterhalten? Wurstfabriken? Ja. Ich finde es auch Das immer ist das kacke. geheime Wort dann für... Vielleicht hat einer das nicht so gut gefallen, dass wir haben uns sehr ausgiebig über im Bad, im Kreis dran und Diversitäten unterhalten. Also was das YouTube ein Problem mit Diverse hat. YouTube! Jetzt hat YouTube innen, hä? Sind wir raus? Setzt du hier die Arschlöcher. Nicht mehr. Auch gar Ja, nicht. wir haben uns ja vorher schon mal unterhalten. Es grenzt eigentlich eher an ein Wunder, dass wir noch nie wirklich was gefangen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal sagen wir jetzt auch, die haben schon hart an der Grenze. Aber ich habe mich immer darauf verlassen, dass YouTube halt einen Dialekt nicht versteht. Aber die werden ja auch immer besser. Dank KI und was weiß ich, wie das funktioniert. Die Untertitel sind immer noch unter aller Kanone, aber sie sind nicht mehr so unter aller Kanone. Ganz speziell auf Facebook übrigens, Okay. wie das früher war. Die übersetzen das vielleicht schon ganz schön gut mittlerweile. Sollen wir uns ein bisschen einen Weitler-Dialekt anlegen? Richtig einbauen, das dann geht gar nichts mehr. Dass wir dann unter Tierdoku laufen Dann können. geht halt gar nichts mehr. Dann geht halt wirklich gar nichts mehr. Ja. Das ist, so gesehen ist mir das auch bei meinen Videos im Hauptkanal ist mir das immer wurscht eigentlich. Das einzige, für Leute, die nicht wissen, was heißt monetarisiert, entmonetarisiert. Das heißt, ob eine Werbung geschalten wird auf einem Video oder nicht. Und das entscheidet YouTube im Voraus und einfach absolut willkürlich oft. Ja, das Video ist sogenannt family-friendly oder halt eben nicht. Und wenn du dann über irgendwelche sexuellen Themen oder irgendeinen Scheiß halt laberst, der dir nicht passt, dann wird das Video entmonetarisiert. Das bedeutet, die Werbung, die dann trotzdem da in dem Video läuft, von der haben wir nichts. Oder der Creator, also der YouTuber selber hat davon nichts. Das interessiert mich eigentlich gar nicht so stark. Aber wenn das Video entmonetarisiert ist, dann verschwindet es aus den Vorschlägen. Und es klickt keiner mehr an. Ist mir, dir schon erzählt, das ist mir bei meinem How to Schnackseln Video ist mir das passiert. So hat innerhalb von kürzester Zeit 150.000 Aufrufe aufwärts gehabt und haben wir da schon gedacht, oh yes, das wird wieder so ein Ding, das kann vielleicht endlich einmal die Million da rein. Also wenn es nach 2 Tagen oder so 150.000 Aufrufe hat, das habe ich noch nie gehabt, glaube ich. Und am 3. Tag entmonetarisiert, ab 18 Stillstand. Es war einfach vorbei dann. Da haben wir gedacht, okay, fickt euch hier, Arsch. Sag's einfach nicht. So, dann, das war's wieder. Ja, das war's wieder. Alles Ich klar. bin froh, dass da bis jetzt gerade ein Video von uns nicht familienfreundlich war. 2. 2 sogar schon? Ja, okay. Ja, vor allem in kürzester Zeit jetzt. Ist in aber der ein letzten Zeit einfach. guter Schnitt, ansonsten sind wir anscheinend das passt schon. sehr für alle Altersklassen geeignet. Ja, eine sehr familienfreundliche Runde haben wir. Sind wir eigentlich so der Onkel Werner unter die Podcasts für alle Altersklassen, Ja, aber hauptsächlich uns fürs junge Publikum. In der Familie manchmal. Ja, aber hallo. Dann müssen wir eigentlich es gibt so einen extra Haken, wenn man ein Video auflädt, ob der Inhalt sich speziell an Kinder richtet. Soll man in Zukunft ein Hacker machen? Auf jeden Fall. Das ist der Onkel Werner Edition, ja, da ist da immer Hacker drin. Einfach mal aus Prinzip, mal schauen, was passiert. Oh ja, das ist gut. Ich weiß ja gar nicht, was dann passiert. Ich habe ja noch nie gemacht, ich habe nie ein Video irgendwie speziell für Kinder, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das dann halt extrem eingeschränkt wird in der Auslieferung und so weiter und so fort. YouTube Kids. Also jeder, der irgendwie in dem Google-Account hast, hat meistens auch der Alter drin.
wer da so blöd ist mit 14 und sein richtiges Geburtsdatum einschreibt, der ist halt selber schuld, dem kann ich auch nicht helfen, aber ja. Der hat's doch richtig gemacht. Ja, Der wäre richtig. gefragt, wie alt das bist. Ja, kannst du nicht überlegen. Hä? Du Das kannst- Boah, der ehrlich, er kannst du nicht mehr liegen. ist eine Sünde. Das Ja. stimmt. Eben. Was glaubt man, warum es bei so diversen Portalen, da wirst du auch nach dem Alter gefragt, da musst du ja auch noch extra bestätigen, Du dass musst, du du 18 musst Jahre alt extra bist. sagen, Das ist geil, ja. ja. Ja? Also sicher bin ich 18. Was passiert? Ja. Hat eigentlich da jemals, weiß eigentlich irgendjemand, was da passiert, wenn man auf den Nein tritt? Wahrscheinlich. Tatsächlich Dann nicht. Dann geht's einfach trotzdem weiter. Dann kommt ganz normale Gibt da Tierdokus. nur ein zweiter Schritt, so, ja, du sollst jetzt nicht schauen, aber jetzt schauen. Gibt es überhaupt den Nein-Button? Also früher hat es definitiv Ja und Nein-Buttons gegeben, aber es gibt keinen Nein-Button mehr. Du musst einfach nur bestätigen. Du musst einfach nur, sind sie 18? Jo. Der ist ganz groß. Ja, das kann man Aber da sich gibt es sparen. sicher ein No dann auch, oder? Na? Du kannst doch nicht nur bestätigen, du musst No. doch auch Nein sagen können. Na? Krass, sehe ich nicht, bevor man. Das ist so ein richtig Wenn geiles ist der so Beispiel. groß, dass einfach du diesen einfach gar Das ist nicht wahrscheinlich wie bei die Cookies. Ganz so riesenfett, ja, akzeptiere alles auf der Welt und Das dann wollte unten ich jetzt so. gerade ansprechen. Ja, das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Das ist der DSGVO geschuldet. Das ist die sogenannte Datenschutzgrundverordnung. Die habe ich, wann ist das gekommen? 2018, irgendwann da. Ja, Habe ich, glaube ich, in der Arbeit 4 Wochen nichts anderes tun wie dieses. Da hat so ein Infohefterl halt im Prinzip gegeben. Zwecks Online-Shop und solchen Geschichten. Und die, glaube ich, habe ich einen Monat lang studieren müssen, bis ich einigermaßen umrissen habe, was zur Hölle soll die Scheiße eigentlich. Und seitdem, da kennt mit Sicherheit jeder, auf jeder Internetseite kommt dieses kleine Cookie-Consent-Fenster, ich muss alles akzeptieren oder sonst irgendwas. Das ist so behindert. Das ist ein Paradebeispiel für so eine hanebüchene Scheißgesetzgebung, da wo keine Sau nachdenkt hat, als das jetzt, wie lange ist das jetzt her? 3-4 Jahre, als da noch irgendjemand irgendwas druckt auf akzeptieren, du das Ding weg, leck mich. Ich lehne Macht nur zumindest- Internetseiten kaputt. Ich lehne immer ab. Aus Prinzip, weil es mir dann aufregt. Und da glaube ich, in 9 von 10 Fällen funktioniert es Ablehnen nicht und hast trotzdem die Das ist Cookies oft drin. einmal so beschissen. Das ist echt, wenn du ablehnen möchtest, du musst teilweise schon suchen, wo komme ich jetzt überhaupt in das Feld rein, um irgendwas ablehnen zu können. Es ist, ja, genau. Und das ist, wie vorher schon gesagt, das ist oft so ein riesiger Button mit I accept everything you do to me, please. Ist auch ganz geil, wenn du immer diese Auswahl hast, was du so alles akzeptieren kannst und Ja. unten der erste Punkt, der wo dann in der gleichen Farbe oder so richtig so in grün oder so erscheint, ist Alles akzeptieren. Ja, natürlich. Voll behindert. Weil wenn das irgendjemand interessiert, was da mittrackt wird. Natürlich interessiert es die Seiten, was du die trackt mit, was du da tust. Die wissen nicht, dass du das bist, aber ein User ist halt gekommen, der hat sich die so geschaut, ist von da, bla. Ist doch mir scheißegal, Mann. Ja, am Handy musst du sowieso eher immer auf Akzeptieren drücken, weil Jetzt weißt du wenigstens, warum du da die kannst komischen so ab- Vorschläge auf Twitter kriegst. heute habe ich erst wieder irgendwas komisch aufs Twitter. Schon wieder Kinderfotos. Nein, aber es war wieder irgendein junges Dirndl hat wieder irgendwas von Schwänze und Singles eingeschrieben. Warum Ich weiß nicht, denn? warum sie Single-Schwänze sind. Die Dirndl, die identifizieren sich jetzt oder so. Die Dirndl haben Single-Schwänze. Das Ja. ist interessant. Ich identifiziere mich als Single-Schwanz. Okay. Und ich als Single-Transkachel. Single Transkaue. Transkaue Biburg ist auch schon lange nicht mehr gefallen. Ja. War Ja. ein großes Highlight. Was übrigens gleich, mir vielleicht ein bisschen früher am Anfang gesagt hat, diesmal ist, wir haben nächste Woche nur mit einer vollen Folge da am Sonntag um 1 Uhr Nachmittag, wie gewohnt, auf YouTube. Einen Tag später kommt es auch per Audio. Und dann sind wir in der Sommerpause, Kinder. Sommerpause. Yeah. Muss ich euch Trottel mal 5 Wochen lang nicht sehen. Das ist gut für mich. Was bist denn jetzt so? Aber echt so. Kannst ja mal nett sein. Jetzt, wo wir uns so lange nicht sehen. Dreckschwein. Ja. Komm ich nicht klar damit. Ne? Weiß ich nicht, was ich sagen soll. Mit Bin dem ich Netz oder dass du so overwhelmed, lange ne? nicht siehst? Beides. Jetzt verzeih fertig, dass wir starten können. Wir haben dann im September wieder da, jetzt halt mal. Verzeih was, Florian. Jetzt Treib gehen wir die noch Sprech- 4 kleine Folgen. Wie war denn dein Die hast du Konzert? vergessen zum Sagen. Also ja, aber es kommt dann nicht einfach nichts, das stimmt. Es kommt nicht einfach nichts, sondern es kommen einfach 4 kurze Folgen jeden Sonntag. Jeden Haben wir Sonntag uns was 4. ausgedacht. Ich finde die schon jeden ziemlich Sonntag lang. 4. Ich Krass. finde die Folgen schon lang. Ja, eine wird extrem lang. Die werden alle extrem lang. Nein, das ist doch okay. Das ist im Prinzip eine Folge auf 4 aufteilt. Ja, aber ich finde, eine Fast. Viertelstunde ist schon extrem lang. Wollen wir die aber schon, wir haben es ist jetzt mal so gemacht, dass wir nach einer langen Folge immer eine kurze Folge noch schnell aufnehmen. Wir haben uns schon Mühe gegeben. Wir haben nicht einfach hergegangen, haben eine Folge aufgenommen und haben in 4 Teile geschnitten. Das mag ich nicht, dass das jemand sagt. Nein, Na, das darf man nie. Jetzt glaubt es uns keiner mehr. auch nicht. Super, Flo. Scheiße. Oh. Scheiße. Stell dich da Ja, Arschmilch vielleicht und ich sollte man gebe dann wieder einfach rauchen. irgendwie verschiedene Nein, T-Shirts das oder so darfst du mitnehmen. Vielleicht ja rauchen, wenn der Arschmilch da ist, dann rauche ich ein. Traust dich nicht. Ja, ich habe jetzt keine, fix Mari. Scheiße. Draußen nicht auch nicht Birger. Genau. Nein. Geh weiter, geh zu. Komm. Ja, du Das hast, kriegst du gerade 3 Ziele. du hast jetzt. Mich aber. Habt's denn drin am Wochenende, ihr fetten Idioten? Frag lieber, was ich am Drogen. Mittwoch da hab. Was hast du noch Mittwoch da? Das sag ich nicht. Nein, wir waren mal bei. Gestern. Nein, letzte Woche. Gestern war Hä? übrigens am Montag. What the fuck? Ja, aber morgen ist Freitag.
Okay, what the hell? Sonntags kommt die Folge, also wenn, dann ist Samstag ist Rong hier. Heute ist Samstag, Heute ist 20 irgendwo- Uhr. Samstag Die 20 ist immer Uhr. maximal live, die Folge. Ja, Die stimmt. geht 12 Stunden später online. Wieder normal 12 Stunden lang gestreamt. Richtig, Ja. richtig. Wie viel Grad hat es heute? 29,5. Ist irgendwie Eigentlich wollte ich Samstag... draußen ist 29. ich komme frisch von Weigendorf. Praktisch. Ja, genau. Gerade wenn man nur H-Blocks Ja. anschaut. jetzt War, bin ich rein. war Weihnachten schon. Aber Weigendorf, War Weigendorf schon? Weigendorf ist heute. Geht das heute an? Ja, nein, Freitag schon. Am Freitag ist losgegangen. Genau. Also gestern waren wir Jetzt in wird's Weingdorf, richtig haben wir uns spannend. Wann ist es H-Blocks gar? angeschaut. Sonntag. Sonntag. Ja, H-Blocks. Nein. Haben nicht gestern alle beim Sido gewesen? Ja, das soll Vorgestern. sehr gut gewesen sein. Vorgestern sind Vorgestern. Sido. Vorgestern haben sie beim Sido. Ja, also gestern für vorgestern. Es wird gut gewesen sein. Leck, das wär gut. Ah, Okay, jetzt wissen wir das auch. ich bin da nicht. Was hat der Karten gekostet? 50er, 60er? Weiß 50, ich ja. nicht. Nein, das ist nichts für mich. Sag ich dir, wie es Nein, ist. ich bin in Weigendorf. Du bist fast in Weigendorf. Samstag, ja. Oder warst du in Aber Weigendorf? Samstag bin Also ich ich war wahrscheinlich auch. praktisch. Nein, ich bin Samstag. Also ich vor Samstagmittag fahren wir hin, der wir vielleicht einen Frühschoppen in der Früh. Und dann werden wir da hinfahren und dann werden wir uns da Schauen wir uns zusammen, gemütlich... trinken wir ein Bierchen. Auf gar keinen Fall. Entschuldigung. Lieber nimm mir ein Bergel für Zimmerernägel. Nein, kann man nicht machen. Schauen wir uns zusammen. Von hinten in die Knie gehen, von vorne in die Knie Sagt du scheiben. mich da, wenn sie erwachsen sind. Ja, Also schauen wir ehrlich, uns dann zusammen. ehrlich, und danach trinken beschweren wir sie ein immer, bei mir immer alle Kinder. Die Erwachsenen in Weigendorf. Ja, Bierchen. Ja, wieso gibt es wir sind Erwachsene richtig Tischen? erwachsen. Wo ist denn die? Wir müssen nämlich Eintritt zahlen und die Kinder Hinter die nicht. Wir, Dixis bei wollten schon fast Kloga. wir haben schon den Vorschlag gehabt, als wir als Mexikaner verzeiht verkleiden. In Weigendorf, aber das war uns dann zu Was jetzt? kitschig. Als Mexikaner verkleiden. Warum als Mexikaner in Weingdorf? Was hat Weingdorf mit Mexiko Ja, cool zu tun? aus. Sprach Na? der Erwachsene. Verkleiden sie in Weigendorf auf Mexikaner. Ich habe nicht gewusst, Hoffentlich dass... wird's gelungen. Was soll man machen? Hoffentlich wird's gelungen. Wahrscheinlich sogar. Ja. Nein, machen wir nicht. Machen wir natürlich nicht. Ja, irgendjemand, der nicht nichts mit Mexikanern zum tun hat, hat sich dann beschweren, dass es Rassisten seid. Da nicht zu dir passen. Ja, stimmt. Oh! Wundert mich, dass sie da als japanische Ja, Frau warte, ist. was Ja, kannst ist du da mal irgendwie überlegen, ein Spoiler? Nein, das weil ist die ein Spoiler. Rassismusfolge Das ist ein kommt Spoiler. erst eine Woche Oh. später. Oh, das kann sein. Oh, Spoiler! Ja, warum das zum Flug Aber ich kann mir nicht mehr ganz genau. Lernst Ich nächste nehme mal Woche. zeitnah auf, ob ich kenne. Also, ich kenne es praktisch in Zukunft schon, Max. Das ist der Grund, warum ihr über 2, 3 T-Shirts dabei habt. Ich habe jetzt 2, 3 T-Shirts daheim. Wir schlafen alle immer nur beim Bier. Selbe T-Shirt da, noch nicht einmal ausgezogen, seitdem Ja, wir uns genau. kennen. Seit 2002. Das steht schon Nice. von selber. Meistens muss ich es mit einem Lasso fangen. Hast du dann so einen Katzenkäfig? So ein Catbox? Ja, genau. Boah. Also noch das T-Shirt Das ist drin. wie der Käfig von Jurassic Park mit den Raptoren drin. Und Schokoleireizen. Das ist wie der Umhang vom Dr. Strange. Kennst du Dr. Strange? Natürlich nicht, habe ich nicht gesehen. Habe ich alles nicht gesehen. I wanna die. Nein. Was hast du jetzt am Mittwoch da? Ja, genau, gute Frage. Ja. Wir waren mal bei Roy Bianco. Es war endlich soweit. Es war so unglaublich schön. Ich habe mir natürlich gleich einen Schal gekauft. Ich wollte ihn schon fast hat er mitnehmen, gekostet? aber 20. Ja, voll günstig. Was haben bei dem Shirts gekostet? Der hat sich ein Shirt auch gehabt, oder? Aber ich weiß nicht. Ich hätte da so viel einkaufen können. Weil es war wirklich der erste Stand. Ich bin da überhaupt nicht anfällig normalerweise für sowas. Aber die haben ja diesen Joke, dass die ja schon seit 40 Jahren gibt und bla bla bla. Und das ziehen sie auf der Bühne dann die ganze Zeit durch. Weil die Typen haben, was weiß ich, um die 30 werden die sei. Und erzählen halt die ganze Zeit, ja, das ist ihr 40-jähriges Jubiläum gehabt. Du Wichser. Aber das war schon sehr stark. Hat mir persönlich sehr gefallen. Da haben sie dann auch noch eure Kassetten von früher. Die Wie lange das spielt die? Album. Wie lange spielt die? Mal, die haben jetzt 1,5 Stunden haben's gespielt. Das ist cool. 1,5 Stunden und davor haben sie irgendwie einen gehabt, der Gib's hätte dir dir mal. so gut taugt, den schicke ich dir nachher. Das war so ein Alexander Markus 2.0. Also, aber wirklich auf Steroide. Der war richtig krass. Geil. Der hat sich noch weniger geschissen. Aber genauso Abgang auf der Bühne und also sehr stark. Na, also hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Es war zwar recht klein, komischerweise. Schwitzlevel? Ja, 1500. Das war wirklich brutal. Und alles so Das war aber ganz auch junge. mehr, oder? Ja, das war auch nur in dem Flughafen in Obertraubling, da, was weiß ich, da waren vielleicht 1000 Leute oder so. Aber ganz 1000? viel in Neapel-Trikot oder in Fahrradtrikot. Das war schon lauter Gestörte alles. Das war schon sehr cool. Hat mir sehr gefallen. Birger, jetzt darfst du wieder mitreden. Jetzt darfst du wieder mitreden. Beckel Business. So, wo haben wir stehen bleiben? Beim Roy Bianco. Ja. Ah, ja. Konzerte. Und aber die Boys. Ist nur einer. Ist witzig. Naja. Ich trinke mal. Ja. Ja, dann Das trinken hat wir. zwingend drin in den Scheiß aus. Ja, ohne Witz. Ich schwitze jetzt schon wieder wie ein Affe. Ja, weil du das Cola so viel heftiger schwitzen. Ja, Der kurz. Klimaanlage drin. Kurzzeitig? Ja. So, was habt ihr am Wochenende gemacht?
Der war Mittwoch bei Soulfly, da waren doch deine Stimmt. Modspots. Stimmt. Modspots. All of a sudden hat mir der YBO, einer von meinen Moderatoren, hat mir ein Beutel geschickt und ein paar andere, die da dabei sitzen, die ich noch kenne, dass die gerade mit dem Soulfly Mike beim Ich glaube, Gitarrist oder Bassist, ich weiß nicht, was Mike hat er geschrieben, ich weiß nicht mehr. Ich habe seit 20 Jahren kein Soulfly mehr gehört. Man kennt nur einen Max Cavalera von der Band, sonst keinen. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, bist fast du da nicht hin, dann habe ich dir das geschickt, schon hin, wie du ist. Ich habe ja dann selber gesagt, dass es Proleten sind. Ja, der Ding, der YBO hat gesagt, er hat dich gesehen. Habt ihr euch unterhalten auch? Oder Ja, weil wir haben uns ein Bier geholt dann und beim Ausgehen hat irgendjemand Kani geschrien und dann habe ich gesagt, die Leute habe ich auf irgendeinem Foto schon mal gesehen vor 8,5 Minuten. Hat euch der Bürger gesagt, dass Proleten seid? Na ja, ihr wisst es jetzt nicht. Ein Bier muss man keins ausgeben, die Sautypen. Nicht zu Recht. Voll unsympathisch. Absolut zu Recht. Nein, voll unsympathisch. Nein, ist passt Alter, da drüben war ich gestorben mit dem Scheiß, der kam. Warst du schon mal in dem Ding? Wo? In dem LA in Kam, dem Lifestyle-Café, wie es heißt. Die haben halt eine Konzerthalle hinten drinnen und ich hätte eigentlich gehofft, dass vielleicht auch Open Air war, dann war es nicht so schlimm, aber das ist so, was weiß ich, so kleine Porzen, wo 200 Leute vielleicht reingehen oder 300 und ich glaube, da gibt es halt keine Luft da drinnen einfach, 1,5 Stunden. Ah ja. Weil, also so kurz... Wann war das? Letzten Donnerstag? Letzten Mittwoch. Also so kurz vorm Umhauen wie da war ich schon lange noch, ich war zwar, ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich ein bisschen Magen-Darm-Probleme gehabt habe. Ich glaube, ich war noch nicht ganz fit, aber da war es echt so am Schluss, die letzten 3 Little. Und jetzt hören wir vielleicht auf zum Spielen, weil ich kann einfach nicht mehr. Jetzt scheißt Energie. Ich weiß nicht mehr, wie es wieder war, aber die letzten 2 Wochen waren halt schon extrem heiß. Ja. Und dann bist du halt da die ganze Zeit in dem scheiß Pogo vorne drinnen, kannst du nicht Start halten, müsst du dann mal ich da jetzt nicht mehr der Bocker, sag ich dir, was Der ist. Schlagerstrudel war Wenn man genauso hier ein heftig. Konzert da schaut und möchte, dann stehe ist jetzt einfach so weit, dann stehe ich entweder an der Seite oder hinten und schauen wir das genau so an. Genau so werde ich es mir anschauen, dann werde ich mein Urteil fällen, war geil, war nicht geil und dann gehe ich wieder heim. Aber da vorne drin umeinander prügeln und umeinander, nein, Voll geil, oder? pack ich nicht mehr. Voll Alter. geil, oder? Bin zu alt für den Scheiß. Crowdsurfen auch, über zwei Reihen praktisch drüber, also voll weit gekommen. Ja, gut. Da waren so 2 Leute so, okay, wir bauen aufs Gelände aufgefallen. Gar nicht rein, aber wenigstens war da oben so gute Luft, das war als das Ding auf dem Berg auf. Ich wollte sofort wieder da auf, es war so schön angenehm. Das muss sehr angenehm gewesen sein. Ich war los, ich habe hinten in meinen Hosen meine Konzertkarten drin gehabt und die hebt mir normalerweise auf, meine Konzertkarten. Und jetzt wisst ihr, wie ein Tempo ausschaut, wenn man so mit der Hosen wascht. Und als ich zurückgehe, bin ich lange hinten rein und dann denk ich mir so, was ist denn das für ein Fussel? Und dann schaue ich so, wow, fuck, Alter, ich hab meine Hosen so durchgeschwitzt und durchprügelt und alles, dass es einfach, die hat sich einfach aufgelöst. Die hat sich einfach selber gewaschen. Tolle Im Eigensaft gewaschen. Ja. Die haben im Saft von ungefähr 48 andere Konzertbesucher in den Pogo drinnen dran. Sehr schön. Ekelhaft. Geschmackig. Ja, das ist immer sehr appetitlich. Ja. Ja. Sehr geschmackig. Das ist immer sehr appetitlich. Waren ja geile Rindfischputen anscheinend drinnen, weil für uns waren 2 Freundinnen dabei und die sind dann danach halt schnell aufs Klo und haben sich halt auch ausgewaschen, weil sie geschwitzt haben wie Sau. Und dann sind irgendwie so dämliche Proll-Trunes-Kacheln dort gestanden. Was wird's denn, ist euch auswaschen, es wird ja nicht mehr richtig geschwitzt haben, schau hier. Also ich denke, wow, das ist jetzt ein Schwitzcontest. Ja, ich war selber gerade auf dem Klo, weil sonst hätte ich es gerne angefickt, Was aber ich ist hab's leider denn nicht mehr das gesehen. für, wer sagt denn sowas? Ich weiß nicht. Sagen wir die Ultra, ich weiß genau so eine Person, wo da dabei gestanden hat. Ja, ich weiß genau so eine Wisse, die genau das sind die so Rindviecher, war. die True mit V schreiben. Das sind die als Stress noch fahren und mit der Faust zu hauen und dann aufs Maul kriegen und dann Genau. zeigen sie die an. Genau, weil du das Nose mal brichst. Oh, Ja. ich grad. Upsi. Aber nein, da habe ich mir auch gedacht, boah, die hätte ich gern gesehen, die 2. Da hätte ich gern, weil da glaube ich, hätte ich nicht an mir halten können. Da kommt irgendein Blöder. Ich sage jetzt, wie man richtig geschwitzt. Schwitzkasten! Bei uns hat der Maxi am Mittwoch einen Rekord gebrochen. Kennst du den Maxi? Ja. Dann haben wir hingefahren und ich war Fahrer. Und dann haben wir zu 4 da hingefahren und dann haben wir wirklich hau ab. Was? Dann haben wir auf die Arschloch. Stunde, wo es ungefähr fast auf Regensburg hat der Maxi nicht 1 Bier, nicht 2 Bier, nicht 3 Bier, nein, der hat 5 Bier auf diese Stunde hat der getrunken. Dann haben wir uns da zu 13 getroffen, 12 Leute, alle so ein Bier oder sowas und Maxi. Was war so für Bier? Welche Lage? Na, was war, Liesel. Ich hätte noch 3 Bier schon Kaffee gehabt bei dem Scheiß. Na, der also, scheiß Blöde. das war so gut, alle 13 treffen sich da und 12 von denen alle normal und er springt umeinander und redet nur Scheiße dann beim O-Kämmer. Also, Das war ja heute Maßen in der Ich Stunde. wollte gerade sagen, das ist schon in der Stunde, aber leck. Das ist schon nicht schlecht. Ja, aber der hat er dann bis zum Schluss durchgezogen. Das musste mal aus. Wie gesagt, da waren nur 1000 Leute auf so einem Open Air und der hat sich 3-mal verlaufen, der hat uns nicht mehr gefunden. Er hat sich gefreut wie ein kleines Baby, wo er uns dann irgendwie nach einer Stunde wieder gefunden hat. Das war echt cool. Oh Gott. Ja, haben wir schon gefallen. Konzert, nein. Und am Samstag waren wir in der Landshuter Hochzeit. Nein, Aber das sagst du Sagst richtig. du richtig, wie du vorher gesagt Sagst hast? du ja, richtig. Laho. Laho? Laho. Hallo? Ja.
Und da sagt man so. Und der Lavé auch? Ja, nein, da kommt der erste. Lavé. Ja, hat mit der Lavé gefunden. Oh, Lavé. Kennst du den? Lavé? Weg. Kennst du den noch? Ja. Mit dem, Alter. Habt Vorgemerkt, ihr auch damals? Nein. Ich auch nicht. da nicht, auch nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Ich Fall. hab nur mal zu dem Sänger von The Rasmus, hab ich immer. Du hast bei Erasmus einen Orgasmus. Ich hab mal, ja. Was haben die gleich wieder für ein Lied Das komische, Oh Gott, das war das einzige Lied von ihr. Und es ist so 18 Jahre lang im Überall gelaufen. Warum? Shadows. Eine scheiß Federn in die Haare getroffen. Ich wollte noch mal Warum denn? Ich wollte noch mal rupfen mit seinen scheiß Federn am Kopf. Kasperl. Es ist so manche so Sommerhits und so, das ist was. Ich glaube, das Das ist ist, damals... ich kenn keinen, der sagt, oh, das ist schön, das ist ganz nett. Ich kenn nur Leute, oh Gott, ich kann die Scheiße nicht machen, oh Gott. Das ist doch Absicht, dass das dann 18 Wochen lang im Radio läuft, in der Früh, auf die Nacht, Mittag, in der Mittagspause, nach der Mittagspause. Der erste Schritt zum Cybermobbing war das. Wenn diese Liedl bei RTL 2 zum Bullet of the Week gekürt worden sind. Das ist super, heute einmal, will ich sehen. Eiffel 65 Blue. Werde beste niemals vergessen, das war, weiß ich nicht, 98 oder so, da waren wir in Kreta im Urlaub mit dem Pap und das, egal wo du hingegangen bist, ist das Lied gelaufen. Und da war ich 12. Normal hätte ich sagen müssen, das kennst du. Und da bin ich schon da gekommen und denke, oh Gott! Bei mir war es der Last Ketchup-Song damals. Ist der wieder gegangen? Also der war auch noch. Der war auch, eigentlich ist der so schlecht, das ganz aus ist. Der war Macarena weiß ich noch. Ja, aber der ist Da ja war immer man noch noch geil. ganz geil. Hey, Macarena. Wir haben Ja, drei- super geil ist der. Wir haben die drei auf dem Flugzeug kosten. Jetzt hätte ich fast gesagt, der Gigi D'Agostino. Nein, das ist der... Drago Standing bla, bla. Day. Das war so geil damals, ein Ja, Spätzle wir von mir. haben's Ja, Ich kann es nicht mehr sagen, wie die Idioten Mann, ich hab heißen. das Lied erst Drago Standing Day hat das Lied geheißen, Ja, aber Ich hab da damals so viel lachen müssen. Und genau das ist. Der Bruder von einer Freundin von uns, den kennst du auch, der war damals Skin und nur so Scheiße gehört, also nur so Skin in Buckel. Und da war ich beim Besuch und da liegt die Maxi-CD von Drago State in Tier und seinem Fernseher, was ist mit dir? Nur Skin und Mucke, nur so Zeug und was weiß ich und Punk-Scheiße und dann mittendrin Drago State in Tier. Ja, Das ist schon gut, das Lied, oder so, auch wenn ich gewusst. eintönige Musik passt. Die ganze Punk-Scheiße und so weiter. Da muss ja, die Bürgerin ist so sehr, wie soll ich sagen, sehr in der Punkmusik-Schiene und so weiter und dann läuft halt den ganzen Tag irgend so ein Scheißdreck und ich muss einfach aufziehen mit, hey, das war nicht lange Lied schon wieder, das läuft aber schon ziemlich lang. Punk ist so eine lächerlich beschissene Scheißdrecksmusik, dass ich kotzen kann. Nur zum alles zusammenhauen. Ja. Live ist geil, aber ich darf es mir jetzt ein. Also ich hab's einmal probiert, aber ich komme wieder nicht vor mit Das Punk. ist einfach Grindcore ist einfach nur Lärm. Aber Punk ist einfach nur Lärm im Takt. Mit zwei verschiedenen Tönen. Grindcore hat auch voll den Takt. Die haben einen richtigen Groove, das ist wie eine Volksmusik. Das ist immer so richtig schöner Humper. Spätzle von mir sagt, wenn da auf dem Volksfest spielen und es nicht singen, nur musikalisch, dann darfst du es nicht kennen, ob es ein Volksfestband ist oder nicht. Ein richtiger Humper heißt es. Humper. Ja, voll Idiot. Also, da waren wir mal in Harzenberg. Und da ist ja alles voll mit diesen Grindcore-Band. Das ist so schlimm, Alter. Geil, Es ist ist halt ja so, damals war es halt nur so, das war so schlimm, dass es jetzt schon wieder geil ist. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, Alter, was zur Hölle ist das denn? Ich glaub, Was ist das Jetzt denn? kostet es Obscene Extreme, das reine Grindcore-Festival da irgendwo. War das in Slowenien Ist das, oder so? rennen sie da nicht alle Nocker umeinander oder ist Ja, alles und wurscht? Boda-Ding und was weiß ich. Da Ja, gibt es echt ein geiles Video Video vom Konzert, wo dann einer, weil da rumpeln sie ja alle auf die Bühne auf, wie wir es noch gerade lustig sind, und einer geht auf und sagt, wie er anfängt, dass er die Hosen aufmacht und mich anscheinend ins Publikum einbrunzen. Und dann kommen die Security so hinten und so, nein, jetzt komm ich auf, das muss jetzt nicht sein. Ich wundere so, dass bloß Brunzen ist. Ja, das ist Normalerweise hätte ich damit gerechnet, der scheißt 10 Tent und wirft Leute ab. Ja, sowas ist es. Also da ist wirklich das Einzige, was da zählt. Je asozialer, desto besser. Ja, genau. Je krasser, je anreidiger, je blut. Was ist denn die Steigerung von. Was ist denn ja, so das? blutig muss nicht mehr so sein, weil es geht immer voll um Exkremente. Ja, wenn's das dann kommt ja irgendwelche von was für eine Band das man ist, oder? Ja, also bei dem Grindcore zeigen es jetzt, wenn es jetzt so, also entweder haben sie viel Blut und Gedärme oder dann vermischt nur mit Exkremente drauf und so ein was. Viel Blut und Gedärme. Ja, Wo haben sie denn die her?
Ja, die auf die Albencover zum Beispiel, Ach so. wenn die Zeine werden und so. Ist der Sänger von Hemorrhage nicht, ist der nicht mit Fackelblut vollgespritzt und geht dann auf die Bühne und macht mit den Was ist das? Was schauen wir da hoch? Geiles. I'm a pathologist. Geil. Da war Und ungefähr the genau so fuck? hört sich die Musik an. Genau wie ich jetzt gemacht habe. Okay. Weltklasse. Soll's mir Vielleicht einhören. erst der Limmer. Absolute Musikempfehlung, Hemorrhage. Hemorrhage Beste. War noch sogar im Bugaloo damals, gell? Da war ich zwar leider nicht da. Dass die ins Bugaloo... Ja gut, die sind Spanier. Wie viele Leute kennen die Band? 5? Wahrscheinlich, ja. Und zwei davon sind mir. Und 3 davon spielen in der Band. Ich weiß noch, Rompeprop weiß ich noch. Mit einem brennenden Gummipimmel am Hirn um und Leute, Die das einzige, ist so kaputt ist. einzige Grindband, die wir jetzt live gesehen haben, waren die Gutterlachs. Ich glaube, das sind Polen. Und die singen, da geht es nur ums Scheißen bei denen die ganze Zeit. Und die stehen dann rum mit so weißen Schutzanzüge, die du dann wie auf so einem Tatort praktisch anhast, mit so der braun angeschmiert, das ausschaut, als wären mit Scheiße angeschmiert. Und dann werfen sie ganz mit Klobürsten und Klopapier ins Publikum und dann beim Circle Pit 600 Leute, die mit der Klobürsten tanzen. Ja, okay, So geil. so witzig. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei Gutterlachs war oder, aber irgendwo ist er dann der komische, haben sie mit dem Dixie-Kloder nur uns Crowdsurfing gemacht. Und es kann sein, dass das bei Gutterlachs war, da auf alle Fälle ins Konzept passt. Ja, shit. Sehen wir kurz Cover von Old McDonald, das müsst ihr euch mal anhören. Wie geht das? Wie Ja, hörst du. ja, das muss ich. Also ich kann ihm jeden gerade die Musikgenre, Musikgenre empfehlen, Grindcore. Ja, Sehr gut, da kann man, Porno Grindcore. wenn du mir ganz nicht scheißen kannst, hörst du die so, dann geht's von richtig selber ab, ja. rein. Da geht's richtig ab. Berserker. Das ist so kaputt, oder? Wenn wir schon bei Musikrichtungen haben. Butcher Es- Dead Birth. es- Warum, weiß ich nicht, wo ist Das ist Cannibal Corpse. Das ist der Cannibal Corpse. Haben sie den Cannibal Corpse-Typen nicht irgendwie erwischt mit 100.000 Waffen da haben und Totenschellen von Menschen in lauter so einen Scheiß? Und dann hat man mal die Tracklist für eine Alben angeschaut und dann steht I have guns at home to kill, I collect human skulls in my basement und lauter so einen Scheiß. Da habe ich schon lachen müssen. Ich weiß gar nicht, weil die, also die haben jetzt erst wieder ein Album rausgebracht. Ich weiß nicht, ob der das war oder ob das ein anderes Bandmitglied war oder sogar eine ganz andere Band, das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe da irgendwas gelesen von irgendeiner Death Metal Band, irgendwie waren die Texte ja schon Geständnis mehr oder weniger. Ja. Ja, gut, er hat ja nichts da, er hat weiß Waffen daheim gehabt und Ja, also in Amerika ist das normal. Ja, da wundert es mich, dass nicht. Dass man einen Orden kriegt. Hat. Ja. Kriegst Purple Heart. Ab 1000 Sturmgewehr kriegst du Purple Du Heart. kannst ja ganzen Vorort nämlich ausrüsten. Besondere Leistung. Kannst das Vorteil zur Miliz ausbilden. So, Florian, jetzt bist du dran. Ja, okay. Danke. Florian. Danke. Nein, so schlimm ist es Ja, nicht. das geht noch. Sollten wir vielleicht erst eine Pause machen, bevor du das mal aufmachst. Aber weiß nicht, haben wir Pausen noch, schon wieder. Haben wir schon wieder Pause? Ja, dann ein machen bisschen was wir haben wir noch. Okay, red schnell. Okay. Pause. Ja, also es gibt ja die DEFCON, die ist in Holland. Also ich weiß nicht, DEFCON sagt euch vielleicht was, das ist doch dieses Hardstyle-Geschichten, Ja, Ding, das größte Hardstyle-Festival. Special Force in den USA. Na, auf Okay. jeden Fall nicht. Und da hat es Das dann ist Area auch, 50. das ist Area 51, ja. Aber, Defcon. na, eher. Das ist die Forschungsstation, die du munst in Amerika. Red weiter. Gut. Ja, auf jeden Fall. Da haben sie dann auch so, über die Toiletten haben sie dann auch so extra so eine Bühne gehabt. Also das, an der Hauptbühne war praktisch daneben so ein riesen Toilettenkomplex und da haben sie dann auch so eine Bühne über die Toiletten gehabt. Ich mag erst, dass sie wissen, wie die Groha hat. Und zweitens, da war aber geiles Show, da war eine Band und die hat dann oben drüber die ganzen Toiletten gespült und dann halt Sound gemacht, da war es dann komplett wurscht, was die Nachbarn da drin haben in den Klos. Also eigentlich von der Idee her nicht schlecht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Und die waren auch alle so als Kackhaufen verkleidet. Also das war schon sehr geil zum Das ist Anschauen. ein Grindcore-Festival. Nein, es war so ein Es gibt aber im Elektro. so Hardstyle ist das. Ich wollte gerade sagen, das ist das Elektro-Pendant zu scheiß Grindcore. Ja, genau. Das, genau. So 200 Das ist einfach nur, Beat, ja, 200 Beat per Minute und so. Bands. Da gibt es 500 Bands, die haben miteinander 2500 Lieder. Das sind alle die gleichen. Ja, Und die dauern miteinander 6 Minuten. Und ich glaube, Pause. Das bringt gleich so zum Lohr. Der Einhalt. Mann. Ja, ist witzig. Okay. Da ist der Witz. Okay.
muss ich mir wieder öfter auspacken. Nein, es ist einfach der Hast du Gedankengang. mit der Achsel putzen können? Ja. Ja, ich kann es aber nicht mehr. Ja, ich hab das Ich hab's schon lange nicht mehr da. Ja, probier mal, das geht nicht mehr. Ich hab's mit der Kniekinder noch mal geschafft, aber mit Irrseln das habe ich nicht geschafft. Du hast das schon probiert, gib's zu. Nein, Freilich. das glaube ich aber seit wann hätte ich Wir das haben letzte Mal ausgemacht, dass da? die Frage herkommt. Ja, achso. Ich hab vorgeübt, okay, gibst du. Ah, okay. Aber mich wundert viel mehr, dass ich den mit da einer Händen noch kann. Der wundert mich viel mehr. Da will ich nicht das da braucht man, weiß ich nicht. Braucht man einen hochgradigen Spasmus in die Bratzen. So, wo waren wir? Hardstyle Festival. Ja, das sind 2500 oder 2,5 Millionen verschiedene Lieder, aber es ist alles das Gleiche. Und das dauert 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, sehr wurscht. Ja, das ist komplett egal. Das ist sehr komplett wurscht. egal. Das Festival Nein, das ist ja ist halt dieses das ist ja nicht nur Hardstyle, das ist ja da wirklich dann schon, da geht's ja in Richtung Schranz! 200 Beats per Minute und sowas. Praktisch wieder Drummer vom Grand von der Also das ist Ja, das ist mal nicht der Box, bloß wenn es da hinvoll einen Schubkorn voll Oropax in die Ohrwaschel und 2 Schubkorn voll LSD wahrscheinlich im Maul. Und das ist der Box, ja gut, beim Grindcore ist es ähnlich. Da hast du 2 Schubkorn voll Bier in dem Maul Genau. und 3 Schubkorn voll Schnaps, weil sonst. Geil. Aber auch Oropax, sonst bist du auch hin. Ja, aber mittlerweile auch festgestellt, dass also Oropax auf die Konzerte sind gar nicht so dumm, wie man als Junger gemeint hat. Das ist Ja, was heißt dumm? Als Junger hat man halt gesagt, du musst Ja, weil das muss 20 richtig Jahre laut später sein. Gehörsturz. Herzlichen Glückwunsch, du Genau. Trottel. Jetzt stehst du da und sagst, hey, du Muschi. Was? Schießt es da trotzdem mit so. Der Oberpussy. Hey, verstehe. So, sonst so? Hast du gewusst, dass man im Flieger tatsächlich mehr pfurzen muss als normal? Deswegen Überdruck, Ich Unterdruck. habe letztes Mal gelesen, dass der Druckunterschied nicht gerade am Ohr zum Spüren ist, sondern auch am Magen-Darm-Trakt. Und dann kriegt man einen Blähbauch oder einen Boeing. Ist ja nicht so lang her, dass ich geflogen bin, muss ich sagen. Ich habe jetzt so nichts gespannt, dass ich da öfter mal hineinkoffen muss als normal. Also hast du einfach nur 5-mal am Flug. So wie der Typ, oder geil eingeschissen, wie da ein Typ damals, wo die Flieger da am Notlanden hat müssen. Weil er so eingeschissen hat. Ja. Warum? Da hat irgendwann so eingeflattert, wie die Geschichte genau war, weiß ich jetzt nicht mehr, das ist 2 Jahre oder so, ob sich jeder da noch so eingeflattert, dass die Leute anscheinend, da hat es so gestungen, dass die Leute zum Kotzen angefangen haben, was weiß ich. Das ist voll eskaliert, bis zu mal googeln, was da genau los war, aber es ist voll eskaliert, dass der Flieger landen hat müssen. Habt ihr jetzt da auch das Video gesehen, da wo einer so durch ein Restaurant geht, das war so eine Public-Kamera, die wo das gefilmt hat und auf einmal läuft einer zwischen so einem Restaurant durch und auf einmal siehst du nur, wie er mit geschlossener Hose. Auf einmal siehst du nur ein brauner Fleck am Boden und den Typen davor laufen, mitten in diesem Restaurant so ein brauner Fleck und bis die das dann alle realisiert haben, Ja, gell? da gibt's einen Haufen so Überwachungsvideos von Leuten in Supermärkten, die einfach gängen. Und dann siehst du, na, da geht er und dann schaut er so und dann sitzt, ich glaube, das waren Getränkekisten, wo er sich einfach, dann tut er die Hosen kurz, aber sitzt die, flattert voll rein und sagt auf und geht weiter. Irgendeine Frau habe ich gesehen, die mit dem die hat einen Rock gehabt, die hat dann auch einfach schnell einen Rock in die Hocke hingeflattert und weitergegangen. Das hab ich bei mir damals in der Arbeit gehabt. Ist die geschissen. Na, da hat Was du denkst, scheiße im jemand, Boden. nein, ich nicht. Nein. Nein, da Reicht's. hat etwa was probiert, also so Hosen. Und der hat sie dann, das war ein älterer Herr, und ich glaube, dass der krank war. Und Das ist wieder was anderes. Natürlich ist das was Wieso ist das was Das anderes? ist jetzt Ja, lustig wenn die im verzeihen Flug- können und jetzt habe ich Mitleid. Was soll ich denn Ja, das? das ist einfach Okay. gesagt, dass er mit 25 Ja, war. genau. Ein junger besoffener Vollidiot mit der Hose Ja, und nicht, hat dass die man eingeschissen. sie- Nein, also der hat sich dann auch in diese angezogene Hose, also die er probiert hat, eingestuhlt. Und Hat er zwar, jemand zahlen müssen? ja natürlich. Und vor allem, das Aber waren der dann so war doch krank. Teppichboden, der da Das ist gegangen für ist. Da waren dann lauter so kleine Fleckerl und das Klo hat dann auch gestunken. Das ganze Ding hat da gestunken. Oh, das weiß ich noch, wie es war gestern Das ist gewesen. allerdings, finde ich, das was anderes, wie wenn ein Herr über sich selbst Mensch irgendwo hingeht und scheißt den Getränkekasten ein, weil er sich gerade denkt, leck mich, Alter. Ich hab da Ja, wenn es irgendwas. so pressiert, wenn es wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob die, das sagt man halt in den Videos nicht, ob die Leute das aus Boshaftigkeit gemacht haben oder ob die halt wirklich gesagt haben, fuck, ich wenn das jetzt nicht tue, dann scheiß mir in die Hosen. Ich muss, da gehen wir mal in die Situation und sagst, fuck, was tue ich denn jetzt? Ich kann nicht aus. Kann ich noch einmal furzen oder scheiße ich mich ein? Okay, Ja, genau, ich all or scheiß- nothing. Ich scheiß mir jetzt in die Hosen oder ich lasse den scheiß Ferienjobler aus dem Endriss, dann nochmal Scheiße wegwischen. Ich dann sagen, ja, tut mir leid, Ferienjobler. Für was kriegst du denn die 2,50 oder was sind sie mittlerweile? Nein, Seien sie überhaupt 250. Ja. nein, leider nicht. Ja. Ich hab da irgend so ein kurzes Video im Kopf, wo es ist auch so eine Public-Kamera, also nicht irgendwie mit dem Handy gefilmt,
vor einem Restaurant draußen oder von einer Bar oder was auch immer was ist, da geht einer, hat ein Tablett, da ist das Zeug dann geht er, oder kurz die Hosen an, während er geht, dann scheißt er am Boden hin, dann rutscht er auf der Scheiße aus, fällt zusammen auf seiner eigenen Scheiße und wenn er am Boden liegt, kotzt er. Und dann ist es geil. Da wo ich mir nicht so, hä? Ist das echt? Ist das echt? Da hab ich mich angefragt, das gibt's ja nicht. Der kann unter dem G scheißt er sich selber unter den Füßen, dann wirft es und beim Werfen kotzt er hin. Das ist besser als ein Drehbuch. Das kannst du gar nicht schreiben. Das kann, nein? Nein, das... Das ist wie so eine geskriptete Michael Bay-Action-Szene. Also, ja, das ist wie wenn der Bumblebee ausrutscht. Ja, genau. Explodiert. In der nächsten Szene irgendwas explodiert auf alle Fälle. Einfach alles. Das ist wie TC7. Weil wir die letzte Zeit so viel über Verschwörungstheorien geredet haben, habe ich was vorbereitet. Oh, jetzt bin ich aber Ich gespannt. mag aber heute nicht Ich mehr. muss aber ganz kurz einmal schauen. Und der Zettel weil- mitgebracht. Ja, weil ich mag den Namen nicht falsch sagen. Oh. Nur beim Der Manfred. heißt Der Fabulant. Der Fabulant. Richtig. Mit Der B oder mit P? Ich hoffe mit P. B. Ich hab gehofft, auch mit P. Ja. Der Dann- Fabulant. Dann nehmen wir uns jetzt Nein, Fabulicious. Call the Fabulence. Ja. im Bundesland Hessen haben es den vor, ich glaube, 3 bis 4 Monaten haben es den akquisiert. Das ist eine Internetgestalt. Das ist ein Hase, der ist angelehnt an Alice's Wunderland. Also so ein bisschen komischer Hase. Und der klärt die Leute über Verschwörungstheorien auf, tatsächlich. Da hat das Bundesland Hessen 640.000 Euro in die Hand genommen. Steuergelder natürlich. Plus diverse Sonderzahlungen für andere. Aber lasst euch das auf der Zunge zergehen. Machen das seit jetzt knapp 4 Monaten, 3 bis 4 Monaten und haben jetzt ungefähr, ich glaube, 300 Abonnenten auf YouTube. Für über eine halbe Million Euro. Ja, die hast du sogar aufgeschrieben, weil ich mir wirklich gedacht habe, das glaubt mir eh kein Mensch. Das kommt Also, jetzt das Zeit ist nicht so natürlich- auswendig lernen können. Das ist natürlich die richtige Stopp. Herangehensweise, wenn Neun- er vom Staat finanzierter Trottel mir Sachen erzählt, die ich im Staat nicht glaubt. 9 Abos auf YouTube, 300 circa auf Instagram und 650 auf Facebook. Für 640.000 Euro. Und dann hat die AfD hat das dann mal angemerkt. Ich frage mich, was da sicher nicht sagen. Was kostet da Ja, warte noch 650.000 schnell. Euro sein Kostüm? Dann hat die AfD das Ganze angemerkt im Ja. Bundestag und hat gesagt, ja, wie schaut's denn aus? Ihr habt da 640.000 Euro Tintennummer, was kommt denn jetzt dabei rum? Dann hat von der CSU hat dann nur noch gesagt, ja, wir können das im Moment noch nicht auswerten. Warum heißt es wegen Zahlen oder was? Jetzt halt Also, schon, das hab ich hallo, halt- der auf Facebook ist dreistellig die Zahl, also bitte. Wie viel waren es auf Facebook? Auf Facebook waren es 650. Ah, sie schon 600. Ja, und auf Twitter waren es auch irgendwie ein Bono. Aber das war die wichtigste. Wobei die Aber mal- 9 Abos auf YouTube. Der AfD-Fraktion hätte ich jetzt mal empfohlen, dass die vielleicht abonnieren hätten, diese Vollidioten. Dann hätten sie Aber nämlich keine wirklich- Steuergelder mehr Na, für Aber ich hab Chemtrails das aushauen habe ich müssen. heute zufällig gelesen, weil wir ja ab und zu mal über die Verschwörungstheorien und so reden und dann habe ich wirklich schmunzeln müssen. Da hab ich- Vielleicht schauen wir uns den einmal an. Es ist mir Kind, ganz ehrlich. Ich versuche mich da hinein zu versetzen, die müssten da irgendwann eines Tages ist irgendjemand zu da gesessen, der hat gesagt, hey, Ja, Birger? ja, Sehen ja, ja ich habe Nummer. eine Idee. Welche? Erzähl's uns. Ja, wir sind ja der Staat. Okay, und dann? Und es gibt ja ganz viele Leute, die glauben ganz viele Sachen nicht. Was zum Beispiel? Da ist zum Beispiel Chemtrails ganz schlimm sein. Dafür kriegst du von mir, machen wir 500.000? Nein, ich brauche 650. 600, ja, machen wir 640. Ja, und ich brauche einen Twitter-Account, brauche ich aber auch noch. 645. Okay. Und da ist dann einer in einem Hasenkostüm. Alter, Da was ist für dann eine einer in Idee. einem Hasenkostüm. Ja, so ein Hat der Hardkostüm. Kostüm Die schaut oder? aber ein bisschen spooky aus. Der hat ja praktisch so ein X und so, also ein bisschen Ist gefährlich. es Wie so, ein- Ich kann mir ist es schon ein vorstellen, was Kostüm das oder sein soll. gezeichnet oder so, oder wie? nein, das das ist ist ein so Mensch in mit so einem einer Kostüm. Masken. Ja, genau, so mit so einer Maske. kann mir schon drauf vorstellen, und- an was das Ja, das schaut schon, anspielen eigentlich soll. schaut dieser Hase schaut richtig geil aus tatsächlich. Das soll ja ein Anonymous wahrscheinlich so. So ein bisschen, die genau. Dingsen, Ja, genau. Das war der erste Gedanke dabei. Das war der erste Gedanke. Also ist wahrscheinlich das ganze Nein, ich bin Geschäftskostüm, übrigens noch das nicht Design fertig mit gleich. Ja, ja. einer Szene in meinem Kopf. ja, ja, Und dann sitzen die da so im Kreis und dann sagt irgendjemand, geil. geil, Mama, Der so Hase- richtig gute Idee. Da kommen die Leute niemals drauf, dass der von uns zahlt ist, damit sie uns glauben, was sie uns sowieso nicht glauben. Okay, wollen wir abstimmen? Igel Und oder weißt Hase? mit was wir den zahlen? Mit dem Geld, das uns die Vollidioten geben. Und irgendjemand hat dann beschlossen, ja, das machen wir. Also, das habe ich heute gelesen und die haben mir jetzt schon Da ausgedrückt. sitze ich da und denke mir, was soll die Scheiße? Aber wir können es jetzt noch nicht auswerten. Und die nächste Frage ist, Schon geil. die nächste Frage ist da wirklich, was kostet da 600.000 Euro?
Weißt du, welche Marketing. Influencer und große von YouTuber denen noch und nie was gehört. weiß ich? Ich auch habe das nicht. heute zufällig gelesen. Also der Deswegen Name glaube ich, das ist jetzt einfach auch blind. Ja, also du kannst einfach den geilen Scheiß da erzählen und mir hocken wir da noch irgendwas aufdrüber. War ein guter Witz, muss ich da lassen. das macht jetzt jeder in jeder Folge, wo wir erfinden irgendwas. Wir müssen rausfinden, ob das stimmt oder nicht. Das ist ja gut, so, ja. Ich habe einen langen Penis. Gute Geschichte. I do not trust. Scheiße. Erwischt. Was kostet da 650.000 Euro? Wo ist das Geld? Du musst Wo ja ist mal das damit überlegen, du gemacht brauchst worden? erst einmal mindestens 2 Personen, 40 Stunden, die einen YouTube-Channel erstellen. Wahrscheinlich haben sie den Hasen von der Stan Winston School machen lassen. Das ist ziemlich teuer, das Design. Ich kann mir alles vorstellen, wenn du Redakteure hast, wenn du wirklich ein Kamerateam hast, das wirklich hochwertig produziert, das zeigt. Und. Da stecken da schon ein paar Leute drin. Aber ich kann nicht über 500.000 Euro. Was verdienen denn die in der Stunde? Tausende. Ich hoff's. Und wie viele Videos hat der gemacht bis jetzt? Das kann ich dir leider nicht sagen. Mein Ich hab- Gott, würde ich das jetzt gern wissen. Das sehen wir uns auch für nach der Da ist Sommerpause. wahrscheinlich Schauen wir uns mal ein. da ist ein Intro-Trailer wahrscheinlich drin und dann das erste Video, das hat 4 Aufrufe. Ja, irgendwie funktioniert es nicht. Ich weiß Ja, nicht, aber also die haben kann auf jeden Fall so einen einkassieren. kleinen Trailer, glaube ich, drin, aber ich weiß auch nicht, vielleicht haben die ja wirklich nur den Trailer bis jetzt. Aber Das ist, und das ist über auch schwach. sowas wird nicht gekriegt, das kriege ich nicht mit. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Über das, warum wird da wohl nicht darüber geredet? Das ist schon seltsam. War ist ein Flop, wo? Komisch. Aber unser Geld aus die Pulvern für irgendeinen sinnlosen Scheißdreck des Kennens. Hast du eine Ahnung, was für große YouTuber, Streamer, was auch immer, junge Medienleute, du mit 650.000 Euro kaufen könntest dafür? Und es gibt ja schon genug Plattformen, sage ich jetzt mal, die sich ja Deftig. mit dem Thema auseinandersetzen und wirklich ordentlich, ich weiß nicht, ob du den Volksverpetzer kennst, der wirklich ordentlich mit Quellenbelegung und so weiter, der nimmt jedes Thema so ins Detail auseinander, dass er dann sagt, hey, ist das geil, das macht so super Arbeit, fördert man halt eigentlich, braucht man keinen Hasen. Oder wollt ihr vielleicht aufs Haus, kriegt ein bisschen mehr Geld, dann könnt ihr euch aufs Haus. Da könnt ihr dann sponsert ihr einen Kanal oder was auch immer, den sponsert ihr mit 100.000 Euro, dass er ein neues Format kreiert. Dem stellst du noch bessere Kameraleute zur Verfügung und alles, was sie brauchen. Ja. Und dann brauche ich keine halbe Million Euro nicht Wahrscheinlich dafür. nicht, weil die Was schon soll denn der so. Scheiß? Das kostet mehr wie eine Tatort-Folge. Tatort. Der Tatort. Du Kriminaler. Ja, Kriminaler. Oh, Kriminaler. Kriminaler, den schau ich nicht oder Weiß ich nicht, steckt in dem Hausenkostüm vielleicht der Til Schweiger. Und der Gage wollen von einer halben Million. Vollidioten. Das soll nicht leider verstehen, nicht. wo ich kann nuscheln. Was? Wie ist so grantig bei so einem Scheißdreck? Keine Hasen. Und 5 Minuten später wird dann umeinander gejammert, ja, ich muss mit den Rente, die wird jetzt dann um 4 Cent höher, ja geht das ganze Land Bach runter. Halt doch dein Maul, du Trottel. Ja, mit den Rundfunkgebühren, die müssen nachher werden. Das ist auch so krass. Das sind schon wichtig. Ja, das ist wichtig. Hast du schon mal eingelesen? Ich habe Ja. nie im Detail gelesen, aber ich sage mal, mittel überflogen, was da Leute, die da gearbeitet haben, dann in Rente gingen, was die Kohle kriegen? Oh, leck mich an meinem Arschloch, Alter. Das ist aber ein Witz. Wurstfabrik, wir wollen nicht entmonetarisiert Richtig. werden. Wurstfabrik. Entschuldigung, sag Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, YouTube. YouTube, bitte nicht entmonetarisieren. Bitte. Entschuldigung, YouTube nicht. Scheiß Kackfotzen, Huren-Mongos. Was? Wer? Was? Habt ihr es aber den, weil es mit den Verschwörungstheorien und vor World Trade Center, habt ihr den Kommentar gelesen von der letzten Folge, dass angeblich unter dem World Trade Center vor dem Bau schon drunter ein Loch mit einer Atombombe praktisch war. Also, weil nämlich durch das, wie das pulverisiert worden ist, das kann nur durch nukleare Energie entstanden sein und Was ist hier ein Kommentar mal gekriegt? irre, ja. Echt? Also, Das ist ja der Next Step, dass praktisch Das das World ist Trade Center zwei. mit einer Atombombe Das ist zu viel. ist. Das war der Favorite-Kommentar. Ja, weißt du, wenn eine Atombomben zündet, dann war halt Manhattan weg und nicht bloß ein Haus, du Ja, vielleicht war es eine kleine. Ja, In New York steht nämlich, glaube ich, das Zünden von einem atomaren Sprengkopf in der Stadt. Glaube ich, ist ein Bußgeld von $500 oder so. Also das machen wir so, das selber mengen. Da musst du mal googeln, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Scheiß. Gibt es auch immer diese verrückten Gesetze irgendwo auf der ganzen Welt. Ja. Und das habe ich auch mal gelesen. Ich glaube, dass das in Amerika war. Das habe ich letztes Mal noch vergessen. Es gibt aber auch so die Theorie, wenn, kurz habe ich so gerissen, glaube ich, wenn die 2 Häuser dann so einstürzen, die eine Theorie, die sagt, es ist wahr, dass halt da das erste Stockwerk fängt an und dann macht es so eine Kettenreaktion bis nach unten und deswegen fällt das so sauber zusammen. Und die andere Theorie ist aber, es gibt auch Videoaufnahmen davon, wo aus die Fenster und aus die Betonpfeiler und so, währenddessen das runterfällt. Ja, da haut sich jetzt da jemand, wie wenn jetzt jemand mit einem Gewehr in die Wand schießt, haut es doch auch
Luft raus. Ja. Oder wenn da ein Bohrloch drin ist und dann ist da eine Sprengung, dann haut es das Zeug von raus. Und das passiert, währenddessen die Dinger zusammenfallen. Und das siehst du immer wieder, kommen da so Dinge raus. Da gibt es einmal die Theorie, dass da halt Sprengsätze drin waren, brauchst du keine großen, du brauchst bloß die tragenden Dinger wegsprengen, dann fällt das Haus zusammen. Und das andere ist, und das haben die Feuerwehrleute irgendwie auch Augenzeug, die halt da rein sind und wieder rausgekommen sind, dass da so clear die Teile umeinander gelegen sind und man vermutet, dass das Thermit ist. Thermit ist das, was man wirft ja an Putin, glaube ich, auch vor, dass er mit Thermit umeinander bombt. Das ist irgend so ein Metall, das du nicht löschen kannst. Das ist und wird so extrem heiß wie die Sonne oder irgend so ein Scheiß, keine Ahnung, käme ich auch nicht aus. Und das wird halt so extrem heiß, dass das die Stahlträger schmelzt. Und ein Kerosin wird halt nicht so heiß, dass Stahlträger schmelzt. Lauter so ein Scheiß, halt. Keine Ahnung. Da musst du dann immer sagen, einer, glaube ich, jetzt einer unserer Kommentare, der hat es richtig erklärt, da geht es ja nicht gerade um das Feuer, da ist ja der Einschlag, da sind die Explosionen, da sind so viele Faktoren drin, das ist ja nicht so, dass jemand drin ein Feuer anzündet und hat gesagt, jetzt ist das ist gar nicht so heiß, aber warum ist das eingestürzt? Da ist ja ein bisschen mehr dahinter gewesen. Atomsprengkopf nämlich. Ja! Der nur die drei Häuser weggesprengt hat. Das wissen halt feine. Das wissen halt feine. Hätte der Fabulous Rabbit vielleicht einmal eine bessere Aufklärung. Ja, wenn der Fabulous. Wollen wir da nicht eigenes YouTube-Format machen? Erklären wir unsere Verschwörungstheorien da drin. Ja, mit der Hasenkostüm. Geil! Stellen wir uns 3 Hasenkostüme und klären wir gleich über Verschwörungstheorien. Ich auf, bloß was Schwanzkostüm. Also Herr Söder, sponsor uns. Apropos Söder, habt ihr das nicht? Ja, habt ihr das mitgekriegt, dass er jetzt Wahlwerbung auf TikTok mehr oder weniger macht? Was, wenn er da eingeladen hat? Nein. Oder den anderen Trottel? Ein Eiwanger. Nein, nicht ein Eiwanger Sepp. Wer ist denn der Oberschmerzhaum? Ich bin der belgische Ober-TikTok voll spaßt. Also. Der hat ihm irgendwann ein Video geschickt, so wegen, der Södermacki. Also da kommst du vorbei und dann ist er halt tatsächlich da hingekommen, wo der Södermacki da war, irgendwo war halt anwesend an irgendeinem Ding, da ist er dann hingegangen, der Södermacki schaut und so. Gerade dass er nicht hergeschissen hat. Weiß ich nicht, sagen glaube ich zwei Wörter und dann geht er wieder. Es ist so geil. Ich habe da heute eine kurze Zusammenfassung gesehen mit den Videos, die er postet, weil der postet sich beim Essen wieder irgendeinen Scheiß frisst. Mit dem Baby Yoda steht er da, weil er ist jetzt also richtig am Puls der Jugend ist er jetzt da dran. Oh Gott, das ist so peinlich, Alter. Das ist unfassbar. Ansonsten erstmal fällt mir vor, er mit so einer neue Plattform TikTok entdeckt. Ja. Weißt, das ist wieder dasselbe. Und den Marketing-Trottel, der sich das iPhone nicht lässt, den hab ich gezahlt. Und der Wien ist! Auch für TikTok brauchst du kein Marketing-Trottel. Glaubst du, dass der Södermacki da selber draufkommen, dass er mit dem Baby da irgendeine Scheiße macht? Ja. Er ist ein riesiger Star Wars-Fan, er ist ein riesiger Star Wars-Fan. Aha, ja. Ist er schon immer gewesen. Ja. Darum hat er ja diese bayerische Space Force Unit damals gegründet. Die ist in der Versenkung. Die hat übrigens der Chris, der Trachtmann Chris, da kommt ab und zu mal der Södermacki vor drin. Und hat das da auch aufs Korn genommen, sei Space Dingsbums, irgendwas, da hat halt irgendein Raumschiff baut und so weiter. Und der Trachtmann muss es ausprobieren und hat so Scheiße. Ist eigentlich schon ganz Ich habe aber nichts mehr, oder? Von der Space Unit. Ich hab da da hätte ich bis jetzt noch nichts davon gehört, wenn ich das nicht durch den Chris und durchs Heftel, das ich halt übersetzt, dann mitkriegt, also Space. Dann habe ich gefragt, so, das ist doch garantiert wieder irgendein Warsch, weil es die ganze Zeit tut, dass er so wahre Sachen einbaut. Dann hat er mir das erklärt, dass wir offensichtlich wirklich so ein Space-Programm haben. Ja, ich glaube, kurz vor Corona oder so ist das so gekündigt worden. Das, ja, ganz seltsam. Da überlegt so, warum, wozu, weshalb, warum? Mit 2 Maus kann man auch noch ins Weltall. Das stimmt. Ich weiß auch nicht. Was soll denn das? Also ich habe auch nur einen Kommentar dabei, der hat mir sehr gefallen, der hat mich auch zum Grübeln gebracht und ich habe mir die Frage auch nicht beantworten können bis jetzt. Hashtag Busenschwitzflocki, ne? Fragezeichen. Warum Busenschwitzflocki? Vor allem, das müsste ich eigentlich nicht fragen. Okay. Kann man Durchfall, also ach, das ist aus einem How-to-Scheißen-Video, ja. Mit Soßenbinder behandeln. Den Kommentar habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gut gefunden. Kommt das aus deinem Video? Ja. Du Wichser. Den habe ich sehr stark gefunden, weil ich habe echt gegrübelt, weil eigentlich ist schon witzig. Fragen über Fragen, hilft. Stell dir mal vor, wenn du die dann umdrehst und dann schützt da an Soßenbinder ein und rührst um. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn es jetzt nicht von so einem, wie nennt man den auf Borisch? Ich muss jetzt leider Quirl sagen, auch mit der Gefahr darauf hin, dass man, wie heißt das Ding? Ja, so ein Quill, ja doch. Quill, wie heißt das auf Borisch? Küchenhäcksler. Wenn man da ein Ding raus tut und dann geht das gehen? Ja, du kannst einfach einen Löffel nehmen und dann so. Da tut aber weh, der Preis nach unten. So Handtücher und dummen Löffel und dann
Kannst du trotzdem meiner Mutter sagen. Ja, dann mit Dosenbinder Wie arbeiten? heißt jetzt der Quirl auf Borisch? Das war jetzt echt interessant. Gibt's das Wort Quirl? Schneebesen, elektrischer Schneebesen. Elektrischer Schneebesen? Nein, es muss ein Wort sein. Der schreibt es jetzt zusammen. Elektroschneebesen. Ja. E-Schneebesen. Der E-Besen. Ich habe jetzt Das bayerische Wort für Quirl. erst vor kurzem Frag doch erfahren, nie. dass alle Elektroautos am Ende vom Nummerntafeln nur E stehen haben. Das habe ich gar nicht gewusst. Ist das wirklich so? Ja? Ja, habt ihr das nicht gewusst? Nein. Ja, woher denn? Ich frage keinen, so ich sehe keinen, der uns fährt. Ich mag auch keins. Beziehungsweise habe ich schon einen gesehen und gesagt, hey, warum hat der da hinten nur ein E am Ende? Weil es ein Elektroauto. Ich habe gesagt, okay, ich habe gemeint, das steht für Ecstasy, aber nein, war nicht so. Aber ich habe da jetzt ein wenig aufgepasst. Vielleicht steht es aber auch für extrem behindert, ich weiß nicht. Tatsache war. Steht ja mal Nein, eh hinten. die sind da. die mit dem Landau-Kennzeichen. Schatz feiert. Ja. Auf meinem steht Oder die EGS. aus Landshut, oder Ja, die aus Landshut, Neckinger die, alle Landshuter, die Puten, die dann eine Lady aus einem Nummerntafeln Oh machen. mein Gott, das ist so traurig. Eine Lady. Und dann Genau, und dann sitzen sie schreit drin. aber der Jabba der Hutt aus. Du bist Ja. keine Lady. Und dann ist Muster Du bist von der Pizza- 33 drin. Ja, genau, du bist der Pizzamampf, der fette Amsel. Aber da habe ich auch schon eine Geschichte gehört von einer aus Landshut, die wo ich kenne, die hat da wirklich, die haben da Monate drauf gewartet auf so ein Kennzeichen, gell? Ich werde das nie verstehen, was Mit man dem da E so... hinten drauf. Na, mit einem Lady, also Landshut DY. Ja, was haben denn das aber auch für Leute, die sich irgendwas wichsen auf einer scheiß Autokennzeichen? Halt die Fresse, du Trottel! Habe ich noch nie Obwohl da auch schon verstanden. öfter Du, was soll die Scheiße? Wer legt da Wert auf sowas? Aber obwohl das schon- 666 ist immer ganz wichtig. Ich wollte da auch schon oft eigentlich immer so das Kennzeichen davon ein Land. Cool, Alter. Ah, High five. Da wollte, nein, ich bin ja noch nicht fertig. Wo Ja, ja aber kein ich Schau. rede eigentlich gar nicht mit dir. Ich schaue dir bloß so und rede irgendeinen Scheiß von Okay, diesen dann red scheiß einfach. Mongos, die sich einen auf einen Nummernscheitel wichsen. Wie im Arsch muss denn mein Leben sein, dass ich mir auf meinen Nummernscheitel anwichs? Sag mal! Ja, gut geht's dir die Leute sicher nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Bis ja eine Nummer davon haben. Ja, wie irgendjemand muss seiner sagen und der Trottel bin wieder mal ich. Ein Auspuff muss auch mal ein Einpuff sein. Ach, egal. Jeder Aus... Ach, egal. Das glaube ich, Ach, dass Mann. die Nummernscheitel like in den Mann. Arsch Ja, ist jetzt so eine Anders Faust. habe ich Ja. nicht verstanden. Weil der Auto bumst. Auspuff, Eingang. Ach, egal. Wegen Aus und Ein. Meine Fresse, jetzt ist mir peinlich auch noch. Danke dafür. Ich wollte aber schon öfter mal in Landau vor dem Jahr auch noch mit dem Kennzeichen LANDI. Und wollte da schon öfter das Meme schicken. Ja. Berge, wann kommt denn der Landi wieder? Ach komm, jetzt ist der zweite, jetzt geh ich. Oh Mann! Landi. Wann kommt denn der Landi Da wieder? habe ich lustigerweise da heute beim Pissen irgendwann einmal drüber nachdenkt. So, eigentlich müsste der letzte Landi, ist der ein oder zwei? Ja, der ist 2 Jahre. Ja, müsste doch nicht dieser wieder der Landi gehen? Naja. Ich frage mich, warum noch keiner beim LAN-Kennzeichen sich ein ZA hinten drauf gemacht hat. So, jetzt war's es wieder. Entmonetarisiert! Ich weiß auch nicht, ob du noch die war das auch verboten meinst? Weil ich sage, gibt es ja glaube ich diese Nein, das ist 88, 18 und so weiter, die Sachen sind ja verboten, die Ja. die darfst du nicht haben. Ob das dann auch schon weg ist? dass- 18 dürfen wir auch nicht haben. Ich darf jetzt einfach nicht irgendwas mit 18. Nein, ich glaube 18 18 schon, ist 88 glaube ich, ich glaube 18 ist mittlerweile auch weg, weil aha, dann praktisch. Wie lächerlich behindert ist denn das eigentlich? Gibt's mehrere Sachen. Lass doch den Nazi-Trottel mit seinem Nummernscheitel und dann soll er sich einen Wichsen, dann ist er verrannt. Kennst du da den aus Aachen? Der, wo das Ja. Polizeiauto hat? Ja. Kennst du den aus Aachen? Nein, der Typ, der ist eigentlich echt bekannt, der hat 2 Polizeiautos, Aachener also Quirin. eins, und der hat das Aachener Kennzeichen mit AC, AB und dann 69. Ist schon witzig. All Glitz are beautiful heißt der, das ist ja nicht schlimm. Ja, was hast du denn sonst, hä? Ja, weiß ich auch Alle nicht. Clowns are Busen. Ja, Boobies. ja. 69. Boobies 69. Bubis. Weißt du, was du jetzt hast? Mann, Dann steht's mal alle meine Knacker vor lauter Hass auf bei so einem Scheißdreck, das ist unfassbar. was sich da Leute Weil sie Gedanken wirklich machen beim Leute gibt, Kennzeichen. Ja, die machen sich da richtig Weil Gedanken. sie die da richtig einsteigen, was jetzt da für ein scheiß Kennzeichen. Stell dir mal vor, die stehen im Landratsamt. Was wollen sie für ein Kennzeichen? Oh Gott. Ja, genau. Umgefallen wie Erdmännchen, Ja, was genau. da steht in den Zug. Also ich komme in 3 Wochen Ich hab nochmal. gefragt, gibt's B1337? Nein, ja, dann wissen wir wurscht, Alter. Ich hab gesagt, gib Kennzeichen. Gib Kennzeichen. Und seitdem war das Gleiche. Und hab, was weiß ich, 10 Jahre lang nicht mehr gewusst, wie man es heißt. Das letzte Mal habe ich einen Ding, die komischen Mongos, die ganze Zeit deine scheiß Kennzeichen, die ganzen Kennzeichen auswendig wissen für alle Leute. Ja, das letzte Mal habe ich, das war tatsächlich, ich habe mich nie für mein scheiß Kennzeichen interessiert, ich habe ewig lang nicht auswendig gewusst, wie mein Kennzeichen Ich weiß heißt. meins auch nicht, sag ich dir, wie es Und ist. dann frage ich so und dann sagt einer so zu mir, hey, das letzte Mal habe ich einen Blablabla gesehen. Sag ich, hä? Ja? Sag ich, hä? Ja! Was willst du denn nicht von mir? Wer soll denn das noch grad sein? Ja, du bist es! Dann sag ich, wo?
Also du meinst mein Kennzeichen. Warum sagst du denn einfach, dass du mich vorhin gesehen hast, du Vollidiot? Warum haben Autoschrauber und Autoleute so seltsam? Das waren Das Vollbauern. frage ich mich an. Ja, das ist ich sage jetzt lieber nichts. Der legt mir mal schon. Das ist ein ganz bestimmter Schlag Leute, ist das. Ja. Da mache ich mir jetzt ganz unbeliebt, wenn ich das sage, aber es ist halt einfach so. Die haben einen ganz Ich kann nichts Schlag. damit anfangen. Nein. Wenn mich irgendwas weniger interessiert wie scheiß Autos, Dann sind es Bulldogs. Und dann die sind es Kennzeichen. Bulldogs. Und Kennzeichen, wo die Bulldogs. Und wenn ein Autokennzeichen oder ein Bulldog-Kennzeichen ein kleines Kind kriegen, dann interessiert es mich vielleicht noch weniger. Das Einzige, was uns interessiert, ist der Dreiräder. Der interessiert mich schon. Aber dass das drum 20.000 voll Euro kostet klar. oder so, das hätte ich nicht gemeint. Ja, wenn sie uns ständig die Folgen monetarisieren, geben wir uns nie leisten. Ja. Ja. So die Scheiße. YouTube in den Ja, Spacken. scheiße, nicht Das waren aber dann seine Leute bei uns, der mich da aufs Nummerntafel dann anhand von dem identifiziert hat. Die sind dann oben im Büro gestanden, hast aufs Feld ausgesehen und dann ist der Bauernsepp vorbeigefahren mit Da schau hin. also hin, schieben wir uns die ganze Schneise auf vorne packt, das ist echt ein Schauder. Oh, glaube ich nicht. Auf alle schieben wir das packt und ich hab gesagt, oh Gott. Warum fliegt denn jetzt keiner in unser sechsstöckiges Gebäude ein? Warum haben wir keine Atombomben unter unserem Hochhaus in aber Gottes gut. Namen? Das hat nicht, weil ich mich mit dem Thema einfach nicht identifizieren kann, überhaupt gar nicht, deswegen mache ich mich so lustig drüber. So denken das wahrscheinlich aber auch genau weil- die von mir, wenn wir mir zum Beispiel da hocken und unterhalten wir uns, was weiß ich, Über Filme, da war es das Gleiche. über Filme oder wir unterhalten uns Ich hab keine Autos, ich interessiere mich nur bestimmte für Autos. Spiele, wir unterhalten uns über wenn LOL-Finals sind oder irgendwas anderes und dann sitzen die halt und denken so, ihr habt so einen kompletten Und Vollschlag. ich will jetzt essen, ist Ja, das ist Französisch wahrscheinlich, das ist Trottel. bei dir, wie jetzt du dann einen PC aufgebaut hast und zusammengebaut hast, das ist für die Hebebühne in der Garage. Das ist genau das. Aber das ist Ja, aber ich das bin ist ja geil. nicht einmal bei dem so hooked. Also natürlich macht das war mir Spaß, das Ding zusammenbauen, aber ich philosophiere nicht den ganzen Tag, wie dermaßen krass jetzt meine Grafikkarten ist, die ist da drin macht und sagt, mein Spiel läuft mit 8 Millionen Frames. Ja, passt, Alter. Juhu! Und genauso denke ich mir übrigens auch beim Auto. Das macht brumm, brumm und fährt mir einen Kilometer am Tag, passt. Dann muss ein Gericht werden, toll. Ja, genau. Und alle 2 Wochen ist irgendwas hin. Drehst Musik lauter, jetzt nochmal 2 Wochen, aber dann Aber dann wird's teuer. Dann wird's richtig teuer. macht ihr beim Rückwärts einparken, muss ich auch aus, damit es besser seht. Ja, das ist aber. Ich mach Daumen zu und hoffe, dass nichts passiert. Ja, aber das So. ist sogar erwiesen, dass du dann dich weniger abgelenkt fühlst und keine Ahnung, da gibt's irgendwas. Ja, das was ist gibt's so. denn da? Vollidioten gibt's ja, die jetzt dumm zum Autofahren sind. Halt dein Maul. So schaut's aus. Halt einfach dein Maul. Ich mach's extra lauter, weil ich krass bin. Du bist so ein Und dann fahr elender ich so Lüge. rückwärts, so fahr ich dann. Wie lange hast du den Führerschein schon immer? 4,5. Sag mal dein Kennzeichen. Was kostet die dritte MPU? Gibt's überhaupt 3? Was kann Ich weiß gar nicht. Also wenn es 3 mit so MPU musst, Der, bist du sowieso. die erste kostet 100%, die zweite nur noch 75 und bei der dritten nur noch die Hälfte. Redest halt von gerade der Behinderung, die wir dann kriegen. Na, die musst du ja spulen. Hat schon mal jemand eine MPU gemacht? Nein. Na, ja, ich leider auch nicht. Also Mich ich hat das so interessiert, da ist immer die Urban Legend umeinander gegangen, du gehst in den Raum rein und dann liegen 3 Kugeln auf dem Tisch und dann sagst du dir, stopp bitte, und wenn du so angelangst, bist du durchgefallen. Ja, ich glaube, also ich habe noch nie von irgendjemandem, der nicht gemacht hat, sehe ich eine Sache gehört. Ja, aber ich dachte, Und das ich kenn ist doch- sau lustig einfach. Ja, natürlich was lustiger, aber was soll denn das? Mir tut mein Knieschein weh. Entschuldigung, red weiter. Der Klassiker. Also, also das war ja, ich weiß, was soll denn das? Die Leute haben eigentlich nie wieder einen Führerschein gegeben, wenn sie es täten. 3 Kugeln Das war eigentlich richtig zum Aussortieren. aber ich darf es richtig hart feiern, wenn dann irgendwann eines Tages geht und einer, der macht so. Dieses Ja, wie genau. mit den Storner. Kennst du die Storner, die du da aufeinander legst? Die wo es dann. Das ist irgendwo beim Ja, Wandern da wo so, du da das- denkst, hey, what the fuck, dass die Steine aufeinander stapeln und dann kommt so einer von denen und nimmt die 3 Kugeln und sagt, okay, bin ich. Okay, Mensch. Scheiß Stadt. Gibt's da nicht so einen komischen Chinesen? Das war's, Japaner, der war's irgendwas, Pause, glaube ich. Der, Pause, der, hey! Pause, Pause! der alles stapelt. Also völlig utopisch Der ist ein das bisschen so ein scheiße. rundliches Gesicht oder wegen ein stämmiger kleiner? Ich weiß nicht, der wie einmal es so ist. Tischdecknase Ich- zieht. Nein, nicht er. Also ich Also sag es jetzt ist nur mal richtig Pause! Sehr schön. Der stapelt alles. Also der kriegt zum Beispiel, der nimmt jetzt der Kappe, dann nimmt er 2 seine Flaschen, dann nimmt er 3 Glasel und 5 Stifte und dann stellt er den ersten Gegenstand da so hin, nimmt einen Stift, stapelt das da auf, dann legt er den zweiten Stift so da quer, legt die 2 Glasel da drauf, dann lässt er aus, das Ding steht. Und wenn man sagt, was ist mit dir? Klassiker.
Ja, dem schickst du eine zu die 3 Kugeln. Ja, genau. Ich werde jetzt. Haben sie nicht 5? Also Aber wenn man man muss so- haben, der schon mal MPU gemacht hat, dann soll er sagen, ob es so Idiotenfragen gegeben hat, wie mit, da liegt der orange Stift und dann heißt schreiben sie grün und wenn du sagst, das geht nicht, weil der ist ja orange, dann bist du durchgefallen. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also Das so hab ich ich noch hab nicht letztens, gehört. glaube ich kenne jetzt, was weiß ich, glaube 5, 6 Leute, die schon mal MPU machen müssen. Einen weiß ich, Und da ja. hat noch nie einer sowas verzeiht von so Idiotenfragen, sondern da ging es mit so Vorbereitungskurse, dass du mit deiner Sucht die auseinandersetzt und dann. Und du darfst halt nicht so Sachen sagen wie, ja, natürlich trinke ich dann weiter. Ja, Und ich ich glaub, glaube, ich das- fahre da mit dem Taxi oder das zählt dann auch nicht, weil Nein, weil du deiner darfst- Sucht ja. weiter hingibst und so. Was war's da Sucht? Ich glaub, Weil man da- machen ja mal 8 Promille ins Maul lässt. Ich glaube, die größte Hürde ist da das Gespräch mit dem Psychologen, oder? Ja, ich glaube auch. Ansonsten weiß ich, was heißt weiß ich, das ist 1000 Jahre her, wo mir das jemand erzählt hat, glaube ich, so Reaktionstests, glaube ich, muss man, das ist einfach auf so einem Bildschirm, da kommt dann, was weiß ich, da kommen so Kreise in verschiedene Farben und Mohun. Pfeile und so ein Scheiß, und du musst halt das so machen irgendwie, das glaube ich. Mohun und Sven Mein Papa Hornborn. hat auch einmal ein MPU gemacht, das weiß ich nicht, der hat das glaube ich erzählt, aber das war in den Ja, 90er irgendwann, Super. Dazu kann PC geben. da hat es noch nicht so wirklich, ne, Dass wir einen Spielreaktionstest machen. ob es da ausweichen kannst oder Ja, nicht. ums Wehrschwendel vorbeilaufen lassen, bis der Profi müssen. Aber da hat sich Peter beschwert. Und ein Haufen Geld kostet MPU, habe ich Ja, gehört. du bist Ja. ordentlich Kohle los bei dir. Vierstellig, oder? Also es kostet Ich glaube, 1500 oder so, ne? wenn du wegen dem Saufen vom Führerschein abzwickern und du MPU und so weiter machen musst, dann wärst du wahrscheinlich deine, sagen wir bei so einem Mini-Ding, wirst du wahrscheinlich deine 2000 Euro schon loswerden. Klang, da war jetzt eigentlich Strafe und so weiter, war da noch nicht mit eingerechnet. Also da war schon. Ich glaube, schon also, Sau da, ja. ich Das weiß ist schon extrem. auch wenn allein du dieses Vorbereitung Bußgeld. noch machst. Ja, ja, das, Bußgeld, dann Vorbereitung, dann Test. Ja, ich glaube, das da hat der ist- Spätzl, glaube ich, irgendwas um die 2.500 Euro insgesamt dann zahlt. Boah, das geht aber noch. Aber eigentlich das musst du. haben wir ja gemeint, ja. Das ist eigentlich das Witzige. Aber da war es nur minimal, was der hat jetzt der hat jetzt kein voll, sagen jetzt mal mit, was weiß ich, 8, noch was Promille, sondern das war so ein minderwertiges Ding, wo du sagst, jetzt komm los, wir weiterfahren, ich bin aber Das mit wollte ich Frau aber hinten gerade ins Auto sagen, eingefahren. das wollte ich aber gerade sagen, du musst eigentlich, wenn du besoffen Auto fährst, musst du richtig besoffen fahren. Weil du dann unzurechnungsfähig bist. Ich glaube, ab 1,6 Promille. Ich In dem Bereich an kommt's den kann ich rein, nicht ja. sagen, wenn du praktisch jetzt wirklich so 0,8 oder 1 Promille hast, dann bist du zurechnungsfähig, dann machst du das komplett bei Bewusstsein. Also, liebe Kinder, immer Sicherheitsflaschen Wodka Genau. am Beifahrersitz Fuck, anschneiden und ist mir eben mitnehmen. aufgefunden. Ja, wenn du weißt, du hast mindestens 1 Promille oder 1,5 und du Immer- bist jetzt irgendwo ja. aufgefahren, die Flaschen Wodka weg. Da habe ich einmal ein Doku gesehen, dass wenn da so Polen so zum Eibrecher gingen, die haben immer eine Flasche Wodka dabei, weil wenn es erwischt wärst, dann exen die Flaschen Wodka und dann haben sie Ich bin unzurechnungsfähig. schön mit seinen Vorurteilen, dass nur Polen zum Einbrecher gingen. Das war in der Doku, Du da konnte ich alter nichts dafür. Rassismus-Flop, ja, Das ist Wahnsinn. Hört's halt auf. Wahnsinn, der ja, tu dir mal auf. Okay. Schauen Polen auch alle gleich aus. Nein. Na. Wir haben da ganz viel Arbeit. Also hundertprozentig, genau. Ja, jetzt hat sich Ja, dann. Jetzt hat sich Na, aber dann. das war halt. Also, aber ich glaube, dass 1,6 die Grenze ist, ja. Aber das ist genauso mit dem Autofahren. Aber Also das ich kenne da stimmt. jemanden, der wo das machen hat müssen, aber der war komplett unzurechnungsfähig. Ich habe mit 1,6 Promille Auto fahren müssen. Na, mit mehr. Warum? Derfer. Also, okay. Na. So in. So in. Ja, genau. Das gesagt, Na, aber vorher, dann ist die Strafe bei weitem nicht so hoch wie Das Schwierigste und schon, auch die sag ich's Zeit, wo nur. du einen Führerschein abgeben musst. Weil halt die sagen, du bist halt nicht bei dir, nicht bei Sinnen und deshalb ist die Strafe weniger. dass du aber vorher dazu entschieden hast, die Aber ganze Scheiße niemand ins Maul ernst dann ja zu saufen. trotzdem, oder? Ja, aber heute dann nicht statt irgendwie am 3-4 Jahr vielleicht nur halber so oder ein Jahr statt 2. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Regelung haben. Ich habe mich zum Glück damit noch nicht beschäftigen müssen. Toi, toi, toi. Eigentlich ein Witz, oder? Ich bin noch nie aufgehalten worden. Ja, ich trinke ja nichts, wenn ich fahre. Also das ist einer meiner Vorteile. Sonst habe ich nicht viel. Das ist so, ja, gut, jetzt ist mittlerweile ist verjährt, das habe ich genau ein einziges Mal in meinem Leben habe ich das da. Ein einziges Mal und das war so knapp. Wirklich, also dümmer geht's gar nicht hergegeben. Das hätte jetzt in der Jugend hätte es dann eine lustige Geschichte ergeben, heute da ich da sitzen und sagen, Alter, du bist so behindert, das ist Ja, unfassbar, Alter. Regel Nummer 1, liebe Kinder, Psychophon ist das Dümmste, was du kannst. Das Ja. meine ich wirklich todernst. Gehört jeder sofort. Ein einziges Mal habe ich das da. Da waren wir früher in der Sturm- und Drangzeit, waren wir bei mir im Keller, haben wir wieder gesoffen wie die scheiß Behinderten und morgens in der Früh ist uns eingefallen, ist was für mich? Nein, Was stell dir vor schon. Unten beim Schneckenhaus, die Kurven, Ja. so fei. Und ich war ins Polizeiauto eingefahren. Mal lecker. Ins Und zwar Polizeiauto. Front. Diese Assis haben sie einfach Kurven Und geschnitten. zwar frontal, Alter. Da hab ich, Alter, und also mein Eindruck war so fei, ich war halt haubitzenvoll. Ja. Und dann, ja,
weitergefahren, rechts da, wo früher der Extra und so weiter drin, da wo jetzt das Schuhgeschäft drin ist, rechts an den Parkplatz hin, sofort aus dem Auto aus, der Schlüssel und Stau geworfen und Vollgas davor gelaufen. Da habe ich gedacht, Alter, die haben das 100% gecheckt, Alter. Da weiß ich nicht, ob sie nachgefahren sind oder nicht, die haben da nicht recht viele Chancen, ja, gerade in dieser Kurven, und ich habe dann gleich volle Kanone Gas gegeben und okay, sofort Abflug, Alter. Das war mir eine Lehre. Ein einziges Mal und nie wieder. Hast du zu Fuß zu mir gegeben müssen? Ich bin dann zu Fuß heimgegangen, ja. Wir sind alle zu Fuß dann heimgegangen. Nein. Also ich habe das einmal gehabt, dass ich mit 3 oder 4 Halben bin ich einmal gefahren, also es war ja, und da habe ich mich gefühlt wie so ein kleines Schuldirndl, das war Schulbur. Ist okay. Ich hätte keine Fragen gestellt. Ich weiß schon, das ist nicht schlimm. Nein, da habe ich mich wirklich gefühlt wie so ein kleiner Schulbur und ich habe so viel Angst gehabt. Und ich weiß nicht, das ist nichts für mich. Ja, es ist ja wirklich Das ist ja auch unfassbar dumm, das Mann. ist wirklich, das ist eine Stell dir dumme vor, Scheiße. es geht ja noch gar nicht einmal darum, ob du da rennst, ist mir scheißegal. Alter. Ja, aber wenn stell du dir irgendwen vor, anders mitnimmst, ja. Du fährst irgendjemanden ein und da stirbt jemand. Ja. Alter, dein Leben ist gar. Nicht bloß, Ja, dass du sein's jemanden umgebracht hast, sondern der kriegt schon nicht mehr mit. Sagen wir es mal, wie es ist. Ja. Aber Aber die du ganze bist Familie. einfach so gefickt, Alter. Ja. Und die ganze Familie und jeder Angehörige, alle, Ja, und du bist was ja das der, für einen Schaden anrichtet. ja. Und du bist ja der Lebtag, der, da hat der nicht einmal den da zusammengefahren oder war der nicht Da einmal? bin ich mir hundertprozentig Sechste, sicher, ja. dass wem das passiert, dass sie die Hälfte davon umbringt. Weil du nicht damit leben kannst. Ja, oder halt Alkoholiker und Co. Ja, oder dein Mindest- Leben ist vorbei. Dass du da Ja, jemals dass du wieder jemals- einigermaßen normales Leben führst, kannst du vergessen. Na, Da bin ich mir hundertprozentig sicher. das glaube ich auch, ja. Wer das besucht fährt, kriegt einen riesen Schein, ihr verdammten Kackfrisuren. Der soll einen Hodendreher kriegen. Ja, Du und der Hodendreher, das ist Ja. das musst du die Ja, Leute aber das ist so wünschen, richtig. Der unterm Fahren soll einen Hodendreher kriegen. Ja. Oh, Da sind Gramm ausgefahren, jetzt mit 2 Tagen im Gramm mit einem verdrehten Hoden liegt, der Vollidiot. Ja. 4 Tage. Ja, genau. Und dann soll einen Fuß soll ein Volvo fressen. Weil sie Den nicht anderen aussieht. Go- Klassiker. Und dahinter soll dann gleich noch der dämliche Vollidiotenraser eine vorne im Gramm und drinnen liegen mit dem Hodendreher. Der riskante Überholer gleich noch hinten an. Also eine ganze Reihe hätte ich an Leute, die da drin liegen, die von denen scheiß Fotzen, der kriege ich oft einmal so einen Vogel. Autofahren ist eigentlich Ja, ein das Thema, ist kann ein- man uns einmal drüber unterhalten. Ja. ja, Kann man tatsächlich. mal. Aber nicht mehr in dieser Saison. Die wird Gar wieder kein- entmonetarisiert, die Folge. Ja, fürchte ich auch, es wird jetzt oft um. Eigentlich ist überhaupt nichts Schlimmes Nein, gegangen. ich meine, wenn wir über Autofahrer waren schmerzen, sogar ich noch- wünsche so viele schlimme Sachen. Wir waren sogar pädagogisch sehr wertvoll. Tatsächlich, Ja, ja. Trunkenheit am Steuer ist das allerletzte. Außer blind fahren. Das Ich ist weißt, wenn man das diese ist noch Community krasser. am schlimmsten beleidigen kann, dann bist du ein Preisenfotzen. Man ist nur dann ein Preis, wenn es die verholzt werden. Und Preisen vom Pseufater. Der Flocke also. Flocki Ja. eine. Fast ein Pseufater. Na, nur blind. Ja. Der Flocki ist auch kein Preis, der ist Rassist. Also jetzt chill einmal. Aber es geht doch, Bin ich eigentlich? es geht doch Hand in Hand. Mann, ich hatte das Gefühl, es wird ein Running Eigentlich Gag. schon, ja, stimmt. Ja, gut. Ja, dann da ich sagen, Freunde der Sonne, nächste Woche am Sonntag um 1 Uhr sehen wir uns nochmal und hören wir uns nochmal und dann ist Sommerpause. So schaut es aus. Es kommen zwar 4 kurze Folgen, aber die haben ein bisschen kürzer, wie normal. Und dann sehen wir uns erst wieder in alter Frische im September. Sommerferien. Yay! Alle brauchen mal Sommerferien, dass wir uns in die Brühe die scheiß Sitzen reinhocken müssen. Ich krieg's Kotzen. Kotze hier. Mach. Na, Brauchst du nicht. Ja, dann kommt wieder so. okay. Kotze Ja, her. Freunde der Sonne, Herr Kanter, vielen Dank für Ihren Beitrag. Herr Flogianin, Rassistensepp, Dankeschön. Der Maul. Und ich sage auch, habe ich dir bis zum nächsten Mal. Oh Mann. Selber schuld. Zauberhafte. Selber schuld. Du. Nein, das hat's mir jetzt unterstellt. Das hab's mal in der Folge habt Du hast gesagt, dass Polen Ja. gleich ausschauen. Nein. Ich hab nachgeschaut. Ich hab Und das nachgeschaut. nur Polen einbrechen. Ja, komm. Ich hab ein Doku gesehen. Nein, ich hab Wo doch denn? auch noch in Polen. Was konnte ich für die Doku? Aber die Doku rassistisch nicht. Ja, aber ich wo hab hast den du nachgeschaut. wieder was war denn das wieder? Der Volksverschwörer oder was war denn das? Was Ist ja du gelesen wurscht. Ja, aber so läuft das halt. Ich sag Du doch sagst mal die zwei Wörter, Quellen. bist Nazi. hast? Deutsche, jetzt einmal. Deutsche Adlerpresse wieder gelesen. Die deutsche Diese Seiten gibt's da echt. Das, ist, Die deutsche Adlerpresse. das hat mir nämlich wegen Okay. mal einen Link gesagt mit was weiß ich, Flüchtlingen und was weiß ich. Und das war nämlich der Russenschelde vom Fitnessstudio, der das gesagt hat. Der hat gesagt so, Daniel, bis 2050 kommen 80 Millionen Afrikaner nach Deutschland. Wer soll das bezahlen? Holt man den Link so her. Und ich schaue und sage mir, ich glaube, dass die Seiten Deutsche Adlerpresse oder so geheißen hat. Deutsche Und ich hab dann gerade Adlerpresse. gesagt, so, ich weiß nicht, so ist es nicht. Ich finde am allergeilsten eigentlich, dass der Russenschell die deutsche Adlerpresse liest. Alter. Ich flippe aus mit der. Jetzt halt's einmal, Schluss jetzt mit der Folge. Tschüss dann. Die Reise. Ich schwitze wie ein Arsch.